Mei, Gut. schon lange kein Bier mehr getrunken. Ja, stimmt schon. Ist so lang her. Ja, Nicht. ungefähr 12 Stunden, glaube ich. Nicht mal. Na doch, wie viel haben wir's? Ja. Tja, die Das ganze sind- Zeit Wodka Bull getrunken danach. Ja, stimmt. Ja, servus, grüß euch. Servus. Habe Derek, willkommen zu einer neuen Folge zwischen Marcel und Mikro. Das habe ich noch nie gesagt. Stimmt, ja. Jetzt, wo ich sage, hört sich der Podcastname komisch an. Irgendwie schon. Scheiße. Ja. Fuck. Scheiße Alter, gelaufen. hat recht gehabt. Alles nur ChatGPT. Na, Schmarrn. Alter, entschuldigt uns, wenn wir ein paar Sprachfehler heute haben. Wir waren gestern fort. Wir Ja. haben uns gestern einen Poltergeist angeschaut. In München, ne? In München. Und da wir uns natürlich nicht lumpen lassen, haben wir davor vorgeglüht Ja. mit einem halben Kasten zu zweit. Und wie es haben gehört. Bierpong gespielt. Ja. Und der Kevin ist gegen Ich hab Ende. trainiert hier. Bierpunkt trainiert. Ja, und der Kevin hat uns gegen Ende echt alle zerfickt. Also, Ja, ja gut, er hat ausnahmsweise bloß mal. gegen Michel und mich gespielt, aber Ja. der Michel ist eigentlich der beste Spieler, den ich kenne. Ja. Aber der Kevin hat Ich habe das gestern erste Mal in alles meinem zerstört. Leben 3 Runden hintereinander gewonnen und es hat mich sehr gefreut. Ja, obwohl uns das brutal close war. Ja, sehr close. Sehr, Also das sehr Match close. mit Michel hat mich richtig aufgeregt, wo er dann den letzten getroffen hat und ich immer meinen Gentleman-Shot gewonnen habe. Ja, Das hat das mich ist bei mir aber auch genervt. so gewesen. Ich habe Ja. getroffen, er ist einen Gentleman-Shot getroffen und dann habe ich wieder nicht getroffen, hat er getroffen, habe ich nicht getroffen. Okay. Habe ich verloren. Passiert die Besten, ja. würde ich sagen. Deswegen bin ich schlecht. Passiert. Klingt schon wieder richtig gut auch hier. Ja, Ja, übrigens, mal wieder ist eine Person nicht anwesend. ey, das wollte ich jetzt gar nicht erwähnen, weil die wissen doch gar nicht mehr, wie der ausschaut. Stimmt. Also der ist ja so selten dabei jetzt mittlerweile. Der Mann, dessen Namen man nicht erwähnen darf, sonst hockt er wieder besoffen mit dem Auto und sagt, die ritzt nur über mich. Deswegen werde ich seinen Namen jetzt nicht sagen. Nein. Es ist der Engler. Ja, mei. Na, aber gestern, das war schon sehr berauschend, wenn man das mal so sagen darf. Also nochmal war Shoutout an Michel. Danke, dass Ja, du den danke. legendärsten Fahrer gemacht hast, den man sich vorstellen kann. Der Typ hat nicht gejammert, der Ja, hat nicht null. rumgeheult, der hat einfach nur seinen Fuß auf das Gaspedal getan und ist gefahren. Bis wie am sich's Ende, gehört. da hat er dann gesagt, jetzt langt's mir dann, weil ich schädelte, mir ist schwindelig, kann er mich heimfahren. Was völlig gerechtfertigt ist für einen Fahrer, meiner Meinung nach. So gehört sie halt. Das sollte er immer sagen dürfen und sagen können. Wenn der Und- Fahrer nicht mehr will, dann hat er keinen Bock mehr und das heißt Abfahrt. Ja, genau. Das heißt für alle. Genau. Und selbst wenn ich jetzt nur mega lang Bock gehabt hätte, mir Poltergeist anzuschauen, wäre ich mitgefahren, weil er macht extra Fahrer, dann fahren wir auch, wenn er will. Ja, Fertig. ist auch so. Das ist eine normale Suff-Abendregel. Der Fahrer schafft auch. Fertig. Und zahlt er nichts. Ja, Hat er nicht. Glaube ich. Weiß ich nicht. weiß er nicht. Also Doch, sein hab ich Dünner hat er gezahlt. gezahlt. Eintritt habe ich Oder? gezahlt. Nein, sein Dünner hat er gezahlt. Nein. Cool, Selber nichts schuld dafür. dafür. Echt so. Ja. Na, vor allem, er hat so viel weiterfahren müssen. Er hat von Dates, also er hat erst einmal von Hölzkirchen nach Dates fahren müssen, Ja. dann war er bei mir und dann von Dates nach Rosenheim, um mir Engler abzuholen, Ja. weil der bei seiner Weihnachtsfeier war. Und dann von Rosenheim ab nach Minga, ab in Neuraum. Und dann hockt der Engler da hinten drin. Also Entschuldigung, der Mann, dessen Name nicht genannt werden darf, hockt hinten drin und der war so gut drauf. Der war saugut drauf. Bis er Alter. dann halt nicht, bis halt zum nächsten Bier, dann hat er halt nichts mehr checkt. So. Ja. Aber das ist ja. Normal. Ja. Dann jetzt auch so. Normalzustand beim Josef. Ist gut. Ja, und dann sind wir halt in den Neuraum gefahren. Unser Standardparkplatz beim Augustiner Keller. Oh scheiße, jetzt habe ich verloren. Jetzt sagt man nichts. Ja. Und dann ab nein, dann ist erst einmal der Michel-Chef vom Türsteher beleidigt worden, Stimmt. weil er Cargohosen angehabt hat und der hat gefragt, ist das der Engelbert Strauß Arbeitshosen? So kümmst du nicht. Nein. Es war keine Engelbert Strauß Hose. Nein, es war ganz Aber ich hätte es normale- gefühlt, wenn er es gemacht hätte. Ja, es waren normale scheiß Cargohosen. Ja. Und dann Kevin hat er gefragt, ob die Sonnenbrille zu seinem Style gehört oder ob er dazu gezickt. Ich glaube, das war ja so eine indirekte Frage, ob ich schon irgendwelche Drogen konsumiert habe. Wahrscheinlich, aber auch, weil du ausgeschaut hast wie ein dummer Wichser. Bin ich ja. Ja, und? also Entschuldigung, ich würde auch fragen, wenn du mit einer Prada-Brille da reinlaufst, so, was ist falsch mit dir?
Weißt du, wie Ich man? heiße Kevin, also Ja, es geht nicht anders. dein Name ist nicht für alles eine Ausrede. Eigentlich schon. Na, Doch. Doch. Finde ich schon. okay. Der, wenn ich jetzt zurück an den Hurra-Dreh denkt, dann denke ich mir schon, ja, der ist für alles eine Ausrede. Mr. Pinke Haare. Und Spagat. Ja. Alter, Leg mir am Arsch. wer legt mich du am Arsch? Na? Mal jetzt nicht. Nicht vor laufender Kamera. Ich hab das gehört, danach wird Arsch geleckt. Hier, das zuerst, bei zwischen Mass und Mikro. Haben wir schon gefragt, warum wir noch keinen OnlyFans-Account haben. Ob es da irgendwelche Gründe dafür gibt. Hauptsächlich. Wird sich safe schlecht verkaufen, deswegen frage ich. Tatsächlich habe ich schon 3 OnlyFans-Accounts. Schon. Und immer noch pleite. Ja. Irgendwas machst du falsch. Ja. Ich bin halt hässlich. Das ist halt mein Problem. Gibt Schlimmeres. Ich mach's jetzt einfach wieder Tate, hol mir irgendwelche Weiber und gebe ihnen 50% von den Einnahmen dafür, dass sie ihren Körper verkaufen. Hört sich Oder? nach einer guten Geschäftsidee an. Also voll, oder? Ja. Da, so lässt sie Kohle machen. Ja, Ja, auf jeden Fall waren wir dann ja gestern da. Und da waren wir an der Mainstage. Die Mainstage war bei dem Vor-DJ richtig, richtig leise. Ja, voll. Also Da man war hat die nichts ganze los Zeit kaum. den... Da war gar nichts los gefühlt. Ja, man hat die ganze Zeit den Hardstyle durchgehört, finde Ja. ich. Und dann sind wir in der Hardstyle-Area, das hat gebrannt und gescheppert, das war so geil. so wie es gehört. Und ja, haben uns halt da schön reingedrungen, schön die ganze Zeit Jägerbull gesoffen und ein bisschen Bier dazwischen. Ja. Einmal wieder raus, frische Luft schnappen. Zigaretten heißt es. Ja, für die ist sind das es frische Zigaretten, für mich ist frische Luft. Und einfach das Leben leben. Einfach das Leben leben. Was soll denn das jetzt mit der Aussprache hier? Ja, ich glaube, ich bin gestern 2-mal nach Koks gefragt worden, der Kevin 5-mal nach Koks gefragt worden. Ja, Das war auch noch mal eine schöne Erfahrung. auf jeden Fall. Ich habe nicht gedacht, dass wir ausschauen wie Koks-Dealer. Wusste ich bis jetzt auch noch nicht. Ja, das war völlig Weil Neues für mich. ich war wirklich sehr normal gekleidet, sage ich mal. Also wirklich normal. Es geht schlimmer. Und ich sah jetzt nicht aus, als Ja, wäre ich der seit dem Größte. Pulli, gell. Ich finde den so hässlich. Finde jetzt nicht. Ja, eben den seinen. Ja. Aber Gibt schlimmere Pullover von mir auf jeden ja. Fall. Wenn ich mir den Louis-Pulli anschaue, dann möchte ich den am liebsten nicht drosseln. Aber welchen? Die, wo die Marken komplett über den Pulli gemacht ist. Genauso wie dieser Nike. mit zwei. Kennst du diesen Nike-Pulli, der die ganzen Swooshes über den Pulli Ja. hat? Ich finde den so schier. Der ist ja schier. Der ist so hässlich. Der ist so hässlich. Also jeder von euch, der da draußen einen von den Pullis hat, Schickt's uns ein. tut mir leid für euch. Mei. Ja, klamottentechnisch, sage ich mal, bin ich sehr besonders ausgestattet. Ja. Na, du tragst einfach nur die Klamotten, wo jeder denkt, dass sie fake sind. Passt ja. Ja, du bist einfach so wie du bist einfach die Talahun Light Version. Du kleidest dich wie sie, aber du kaufst die echte Ware. Das ist der große Unterschied. Ja, genau, den Unterschied, den keiner sieht, weil keiner sich mit Mode befasst. Oder mit Uhren. Kaum. Also, Ja. es gibt schon ein paar Leute, die das checken. Ja. Und die es checken, die checken es halt. Also wir sind gerade so abgeschweift, wie sind wir jetzt? Dezent, ich habe keine Ahnung. Genau, wir sind nach Koks gefragt worden. Ja. Tut mir leid. Also, wir können. Ich kann mich kontrollieren. Wir fangen nicht damit an. Auf jeden Fall haben wir uns den Poltergeist angeschaut und voll gesoffen und dann sind wir raus und der Michael hat dann irgendwann gesagt, jo, wir brummen die Ohren, ich hab Schädelweh, fahren wir heim. Ich hab gesagt, ja passt. Ja. Dann sind wir noch oben in den Busbahnhof, haben wir uns einen Döner geholt. Mit Kevin also hat ganz sie- kurz, dieser verfickte Döner hatte eine scheiß Currysoße drauf, die mich richtig irritiert hat. Also so richtig. Ich weiß Ja. nicht, wer zum Fick eine Currysoße auf einen Döner macht, ohne nachzufragen. Ich weiß auch nicht, frag den Dönermann. Mach ich dann. Ich hab's gar nicht so scheiße gefunden. Mich hat das voll irritiert. Wenn ich einen Döner fresse, dann fresse ich einen Döner und kein Curry irgendwas Ding da. Gar keine Wurst. Curry Sandwich. Ja, das ist tatsächlich gar nicht so schlecht gefunden, aber der Döner war allgemein
an und für sich kannst du den bloß fressen, wenn du besoffen bist. Ja. Das ist wirklich so, das ist halt so ein, Scheißerei-Döner. genau, Scheißerei-Döner, den Ja. holst du halt um 4 in der Früh. Der hat 24/7 offen am Neuraum um. Ja. Und den knallst du dann rein, dann bist du glücklich. Du musst schauen, dass du auf der Fahrt heim nicht kotzt. Oder ein Bis jetzt noch Hosenscheiß. bloß einmal passiert. Da Ja. warst du noch nicht sogar dabei. Ich war dabei. Mit meinem So, Wolfratshausen auf dem Parkplatz und Ja. ich dann vor das Auto gekotzt. Ja. Ja, war ich dabei. Ich hab nicht vor das Auto gekotzt. TikTok und Spotify. Ja. Ich hab bloß so da. Das war alles Wasser. Das aus meinem Arsch kam. Ja, egal. Ja, auf jeden Fall haben wir das da gegessen. Dann sind der Engler dann einmal irgendwann zu uns gestoßen, weil sie dann Stimmt, mal herabbegeben hat von seinem Rausch. Und dann hat er uns erstmal die ganze Fahrt. Also, ihr müsst euch vorstellen, da ist der Döner. Also für die Leute, die es kennen, wenn es da reingehst, ist da der Döner. Und links daneben, bei dem Eingang direkt, ist ein Mäcki. Ja. Und dann sind wir ins Auto eingestiegen und der Engler fragt ernsthaft, fahren wir jetzt ins Mäcki? Das ist der Nachdem Wahnsinn. wir ihm Der war beim oben, Döner war gesagt oben. haben, möchtest du auch noch was zum Essen? Ja. Und er steigt in das Auto ein, fahren wir jetzt zum Mäcki? Fahren wir zum Mäcki? Der Typ macht mich fertig. Ja, Das ist der Wahnsinn. ja, Also das ist wirklich unglaublich. ja. Oh. Der kann Erstens, alkoholtechnisch macht er mich fertig und zweitens, wenn man wirklich mal außer auf besoffen der ist- Wiesen. Ja, stimmt. Na, Na, auf der Wiesen haben wir unter den Tisch gerufen. ja, aber gut unter den Tisch gesoffen. Ja. Mir war noch quick fidel. Ja. Und dann habe ich noch scheiß Steaks in mir ausgegeben. Die viel zu teuer waren. Immer noch. Ja, Aber das haben wir jetzt eh schon drüber geredet. Generell irgendwie ist alles teuer auf der Wiesn, also das braucht nichts erzählen, dass ich für eine scheiß Maus Ach, wie gell. viel Geld da lasse. Das ist überhaupt nicht teuer auf der Wiesen. Wucher. Ja. Na, die Wiesen kostet nichts, Neuraum kostet auch nichts. 59 für einen Jägerbull finde ich komplett angemessen. Junge, was kostet die Scheiße beim Einkauf? Nichts. In diesem Maße, Alter, im Nichts. Einkauf kostet es vielleicht in dem Ausmaß mit dem Eis 3 Euro maximal. Die haben da so eine Gewinnmarge drin, Alter, das ist ja abartig. Ja. Also 3 Euro mit dem Red Bull maximal. Ja, stimmt schon mit dem Red Bull, aber du musst halt die ganzen. Du hast auch anderen Red Bull, Kosten- aber das kaufst du ja auch für den Einkaufspreis. Ja. Also, du musst Mehrwertsteuer draufrechnen auf den Einkaufspreis und dann hast Ja. du eigentlich schon Verkaufspreis. Ja. Also, ohne Gewinnmarge An sich, hättest du einen ja. Verkaufspreis. Und dann, Alter, hauen die haben damit locker 5 Euro Gewinn. Und deswegen mag ich die Galerie sehr gerne. Die Nachtgalerie, ja. Ja, ich mag es auch Für gerne. Bier 2 Euro, 2,50, was ist das? Nein, kostet? 2 Euro. 2 Euro, finde ich saugeil. Das Ich ist, weiß das auch ist nicht, wirklich normal. Ich kann mir auch nicht vorstellen, wie sie die halten. Also, entweder ich glaube muss durch einer, Eintritt oder sowas oder halt durch andere Sachen. der Eintritt ist nicht so teuer, wie soll ich sagen. Also, der Eintritt für mich ist völlig okay. Das kostet das Ja. gleiche wie ein Neuraum und der Drink kostet die Hälfte. Ja. Also, was haben wir für Bier gestern zahlt im Neuraum? Weiß ich nicht. Alter, 6 Euro? 5 Euro? Ja, keine Ahnung. Engler hat Ich hab gesagt, keine Ahnung. er kann erst aber einen 10er mit der Karte zahlen, deswegen hat er für 14 Euro eingekauft und hat 3 Bier in der Hand gehabt. Das heißt, ich kann nicht rechnen, Ich auch 5er nicht. für Bier knapp. Mein Kopf ist noch nicht ganz da. 4,50 für Bier. So um den Dreh. Für 0,33 anzumerken, ja. 0,33. Eine Nachtgalerie kostet 2 Euro für 0,5er. Ja. Und das ist halt so die Frage, wie halten sie die sich? Das ist eine gute Der Eintritt Frage. ist nicht so teuer. Müssen den DJ müssen sie bezahlen. Ja, Die DJs, weil es sind ja, es gibt ja noch diesen Club. es gibt 2 Areas. Ja. Ich glaube durch Also ich kann mir Abendkasse. nur vorstellen, dass der Grund dem Besitzer von dem Club kehrt. Also der Ja. Grund und das Haus dem Typen kehrt. Ja, das macht Also auf dass er jeden nicht Fall pachtet oder sowas, sondern dass er es besitzt. Sonst kann ich mir nicht vorstellen, dass das in irgendeiner Form rentabel ist. Also der wird wahrscheinlich schön seine Mitarbeiter Strom und Ding zahlen können und dann plus minus null rausgehen, habe ich so das Gefühl. Sinn. Wahrscheinlich, ja. Also, aber ich bin sehr froh um die Nachtgalerie und ich muss da noch richtig oft hin, weil ich weiß nicht, wie alt der Auf jeden Besitzer Fall. ist. Und ich hoffe, du lebst noch ein langes, wunderschönes Leben. Lad uns einmal ein, ich darf da gern spielen. Ja. Ja, irgendwie, auf eine Art und Weise. Ja, na, aber. Also, die Stimmung gestern war auf jeden Fall sehr hoch. Also ich hatte richtig Bock. Ich hatte richtig Bock. Michel war auch voll am Abdancen, obwohl er Michel- nüchtern war, gell? Also, Nüchtern und er war auch nicht gut benannt, muss Stimmt, man immer unter sagen. anderem, ja. Er war den ganzen Tag schwindelig und der hat Schädel weg gehabt, das muss man trotzdem hat er mitgefeiert bis zum geht nicht mehr. brutal, oder? Gedanced. Und der Lukas. Der Lukas war einfach da. Und der hat die Gaudi aber seines ich habe Lebens den nur gehabt. irgendwie 1-2 Mal gesehen und das war's. Wir sind die ganze Zeit bei ihm gestanden bei Poltergeist.
Mein Gott. Nur weil er jetzt lange Haare hat. Oh. Na, ich glaube, ich bin es einfach nicht gewohnt, dass ich ihn saufen sehe. Oder Ja. im Club. Alter, aber die Furtge-Erfahrungen mit dem Lukas, muss ich tatsächlich Das sind die sagen, legendärsten. das sind ein paar der legendärsten. Ich mein, Absolut. ich war mit ihm bei Electric Callboy und ich werde das niemals vergessen. Es war so ein kleiner Tipp, es war so ein Glatzkopf, der die ganze Zeit gegen uns gesprungen ist, tatsächlich mit voller Absicht, nicht weil er Moshpit starten will, sondern er ist nur gegen uns gesprungen. Weil wir haben Front-Row-Tickets gekauft, damit wir halt auch was sein können und waren relativ früh da, sprich wir sind ganz vorne gestanden. Was Und schon geil ist. Das war brutal heftig. Ich war nicht Das dabei, aber ich war unendlich trotzdem geil. Und der hat uns halt die ganze Zeit versucht, da wegzudrängen. Was ich halt komplett assi finde, weil, Alter, entweder du kommst früher und stellst dich vorne hin oder du verpisst dich. Ja. Bist selber schuld, Alter, wir haben da 2 Stunden vor der scheiß Tür gewartet. Auf jeden Fall hat der uns die ganze Zeit angerempelt. Nach dem zweiten Mal schubst der Lukas ihm so zurück und sagt, lass die Scheiße. Und dann kommt der drittes Mal und ich sehe an Lukas einfach nur den Typen backen am Krawattel und über seinen Kopf hochheben und sagen, wenn du es nur mehr machst, dann bringe ich die um. Und der Typ hat sich so in die Hosen geschissen und dann hat er abgesetzt und dann nach dem Konzert ist der Kerl nur mehr gekommen und hat sich nochmal sehr aufrichtig entschuldigt und gesagt, das kennt sich gar nicht, was ich da gemacht habe und Ding. Der Lukas und ist ja auch schon fast 2 Meter, also. Lukas ist genauso groß wie ich. Ja. Also wir sind exakt gleich groß. Also beide 1,97 oder 96. Jetzt fühle ich mich klein, danke. Ich bin, ich glaube, noch gerade so 1,80. Tja, Ja. da war Stinker. Tut's mal. Wenigstens hast du Platz im Flugzeug. Stimmt. Ja, das ist der Vorteil. Und Nein, dann aber aber scheiß kleinen Suzuki. diesen Anblick werde ich nie vergessen. Der Typ, der hat so einen bunten Anzug auch gehabt. Okay, ey, das ist eh schon. Ja, und also, dann am Krawattel und dann so über den Kopf. Und das war so geil. Ich habe Lukas noch nie so glaub ich. sauer gesehen. Und das hat mich so glücklich gemacht einfach. Das war so schön. Ich habe einfach gedacht, also, Alter, der Typ, ich glaube, der konnte ich schon schlagen. ich glaube auch. Also ich glaube, wenn der einmal richtig schön zuschlagen sollte, Ja, aus ich glaube, irgendeinem das ist genau das der, wie bei der Michel. Typ, der fickt die tot. Ich glaube schon. Lukas Ja. schaut zwar nicht so aus, als war das so der starke Typ. Er ist halt groß, Ja. aber er ist jetzt nicht sonderlich breit oder sowas. Aber ich glaube, wenn der Fotzen gibt, dann flachst du schon da. Also Ja. wirklich. Vom Thomas hatte sie ja schon letzte Woche in der Fresse. Ich würde mal sagen, es Waren vielleicht ist okay. 2,5%. Ist mir wurscht. Hat sie trotzdem in der Fresse, das zählt. Also- es gibt eine schlechte Google-Bewertung für dich, ne? Also ich möchte nur mal kurz dazu sagen, meine Faust hat sich nicht in der Richtung bewegt, sondern meine Faust war stationär auf Ich diesem weiß, Punkt. dass mein Kopf sich in diese Faust bewegt hat. Ja, also waren es minus 2,5% meiner Kraft. Danke. Ja, sorry. Was soll ich denn sagen? Du bist halt schwach. Ich bin hier, gebe ich ja wenigstens zu. Und deswegen gehe ich seit 4 Monaten ins Gym. Und Progress? None. Na, Na Schmarrn, doch, Alter. ich hab Kevin, jetzt man muss grobe das- 12, 15 Kilo zugenommen. in man 4 muss das jetzt Monaten. einmal vergleichen mit, sagen wir jetzt mal, Kleinlaut-Vlog Ja. oder im Suff-Musikvideo. Hast schon einen heftigen Fortschritt gemacht. Schon, ja. Also, ich meine, Also, deine Frisur schaut auch besser aus, meiner Meinung nach. Jetzt einmal kurz zum Glazen hier. Haben wir übrigens Kroatien geschnitten. An einem sehr random Abend. Stimmt, Das ja. war das das Geilste. Absolut. Ja. Leck mir am Arsch. Schaut, dass das mit dem Vlog nichts geworden ist da. Ja, ich habe ein bisschen zu wenig gefilmt und zu viel gesoffen. Also ich auf jeden Fall. Ich war jeden Tag latent stramm. Ich hab nicht dürfen. Aber ich war trotzdem jeden Tag lattenstramm. Nein. Und ganz viele Bälle habe ich in die Fresse bekommen. Ich glaube, deswegen bin ich jetzt gerade so. Bälle, nicht Bella. Du hast Bella gesagt. Habe ich schon? Ich glaube, Ich habe gerade Bella verstanden, ja. Nee, Bälle habe Ja. ich in die Fresse bekommen. Ganz viele. Ja, meine Balls. Habe ich nicht. Schade. Aber wir sind ein paar Mal nackert im Pool gekopft. Ja. Das zweit. Ja. Der Engel hat zugeschaut. Hat Alter. unsere Poolnudeln schwimmen sehen. Und dann nackert Volleyball gespielt. Aber hey, das sind Erfahrungen, Springen. die muss man machen. Und dann zeigt man sich, dann zeigt man einmal blank. Was soll ich denn? Was soll ich denn machen? Sollen sie klauen? Geht schlecht. Ist eh nichts da. Die Poolnudeln schwimmen singen. Ja, ich zitiere es, hat er Ich wirklich finde immer nur gesagt. das Legendärste, dass wir 6 Giesinger-Kästen darunter gehabt haben und einfach 3 für uns mitgenommen worden sind. Ja, natürlich. Ich habe ja meine Connections hier angerufen, dass Also sie das ein finde bisschen ich immer Bier nur- unterbringen. Vor allem zu dem perfekten Zeitpunkt, wo uns Bier leer gegangen ist. Ja.
Wir haben alle 6 Kästen weggesoffen, gell? Eigentlich habe ich gar nicht so viel Bier gesoffen an sich. Ich habe brutal viel Bier getrunken. Ich habe eher den Weinschrank vernichtet Ich habe brutal viel Bier getrunken. und Schnaps gesoffen und noch mehr Wein und dann mal ein Bierchen. Ich bin Wein habe ich gar nicht. Also Weißwein, viel Ja. Bier, Ich habe sehr viel gesoffen, weißt du? viel Grappa. Ja. Mit deiner Family ein viel Grappa. Diese scheiß Spiel mit den Sternen da, mit dem Würfelspiel da, mit dem Liang. Liang Achso, ist ja, das, ja. Liang ist das österreichische. Oder 120, also wie man es sagt. Ich glaube, es war Liang. Ja, es ist Der Mama hat gesagt, ich soll beides. der Mama hat gesagt, ich soll aufhören, Schnaps zu trinken. Und wenn sie nicht hingeschaut hat, dann habe ich Schnaps getrunken. ja, gut. Apropos Schnaps von meiner Mom. Die hat ja für uns ein Bierlikör gell? gemacht, ja. Ist für uns. Ist für uns, ja. Ein Bierlikör. Achso, ich hab gedacht, die hat einfach nur so gemacht und du hast ihn mitgenommen. Na, der ist für uns. Ach so, Tatsächlich. danke. Danke, Kevins Mama. Schon der Wahnsinn. Da muss ich mich Den mal haben wir ja persönlich gestern probiert, bedanken. gell? Ja, Wie fandest du ihn? Ehrliche Meinung? Hat meine Mama ehrliche auch gebeten. Meinung ist, ich kann nicht 2 bis 3 Shots davon trinken. Einer, glaube ich, langt mir. Aber so nach 2 Stunden geht Ja. bestimmt wieder. Weil der ist schon sehr dickflüssig, aber geschmacklich ist das eine sehr strange, aber geile Mischung. Ja, also es erst ist kommt irgendwie so der Biergeschmack Ja. und dann kommt ein bisschen was Biergeschmack, Süßes. Biergeruch und dann so eine süßliche, karamellige Note irgendwie ein bisschen, Und aber auch mit bitteren Abgang. das Ding gell? hat ja trotzdem 40%, ne? Ja, du, wenn ich mich besaufen will, dann saufe ich die Flaschen auf jeden Fall. Aber Bier ich ist werde Bier. danach so einen zusammenbappten Magen haben. Wurscht. Das ist ja fast noch schlimmer als ein Baileys vom süßlichen. Ja, der ist schon gut süß. Ja. Habe ich meiner Mama auch gesagt, ja. Aber wie gesagt, sehr guter Schnaps, Der ist echt sehr gut. guter Likör, Entschuldigung, ist ja nochmal ein Mei. Unterschied. Aber von Likör kannst du ja eh nicht viel trinken, sage ich. Also da kannst du höchstens 2 in der Stunde trinken, sonst speibst. Unter anderem, weil er ein bisschen süß ist. Aber jetzt haben wir schon wieder vergessen anzustoßen. weil Das ist schon echt lange her schon wieder. Prost. 25 Minuten, ja, und jetzt? Wir Was müssen willst du tun? Wir müssen uns beeilen, Mensch. Wir wollen den Rekord heute wieder brechen. Wir sollten mal aufhören, Rekorde versuchen zu brechen und starten einen guten Podcast zu machen. Ich meine, Das wir werden haben wir uns nie schon was hinbekommen. gesteigert von 52 Minuten auf 29 Minuten. Wo du also denkst so, okay, ich frage mich immer nur, wo der Fehler beim ersten Ich glaube, Podcast gelegen ist. wir haben einfach viel zu viel geredet und zu wenig getrunken. Aber wir labern doch die ganze Zeit genauso viel. Natürlich, aber wir haben zu wenig auf das Bier geachtet. Okay, Doch. Und das war warm. ich achte nie weniger Das auf Bier Bier. war warm. Na, Das war warm. das war es war draußen So? gestanden, ja. Es war in der Werkstatt gestanden, das war eiskalt. Was dann vom. Irgendwann hat man warmes Bier. Na, wir haben bisher noch kein warmes Bier gehabt. Heute ist, glaube ich, das erste Mal, dass wir ein bisschen warmes Bier haben. Ja, so, ich sag mal so mittelmäßig. Ja, war halt im Gefrierschrank. Ja, Und, 25, 30 Minuten. ja, Gibt auf jeden Fall Schlimmeres. passiert die Besten. Ja. Muss man schneller trinken. Ich möchte noch mal kurz die Leute erinnern, die hier sie den Podcast anhören. Ja. Ach so, ja, und übrigens, was ich nur mal sagen wollte, ist, falls du den Podcast hörst, lieber Philipp, deine DM haben wir gekriegt. Du geiler Haben wir Typ. bekommen, ja. Und du kriegst hier auf jeden Fall einen Shoutout in diesem Podcast. Ich weiß deinen Instagram-Namen Bist jetzt doch- nicht mehr ich genau. weiß, ich kann mal schnell nachschauen. Ich habe mein Handy gerade rein zufällig da. Na, schau schnell. Auf jeden Fall, Philipp, du Legende, du hast das mit dem Timestamp gut. durchgezogen. Sehr geil auf jeden Fall. Schreib uns einmal, also wir haben schon auf Instagram geschrieben, ich weiß, aber schreib uns einmal, wenn du in Dates bist und dann bringen wir da Bier vorbei, weil wir halten unsere Versprechen und dann können wir vielleicht auch Fotos machen oder so. Also ist der Philipp mit 2 P am Ende geschrieben. Punkt 18.04. Das ist ein richtig Shoutouts. geiler Insta-Name. Shoutout an die. Auf jeden Fall. Seine Aussage war, er hat uns den Timestamp geschrieben und hat gesagt so, was hat er geschrieben? Da kannst du mal vorlesen. Er hat geschrieben, Sehr geil auf Servus, jeden Fall. ich habe gerade euren Podcast angehört, hat den Timestamp geschickt und das Wort, was wir wollten. Ja. Ich habe leider keinen Kommentar, sondern nur Lust auf Bier. Das ist gut, finde ich gut. Das ist eine korrekte Antwort. Absolut. Und ich glaube, es ist mein neuer Lieblingsfan. Ich hoffe es doch. Sorry, Selina, das ist unser neuer Lieblingsfan. Mei. Das haben wir übrigens auch mal einen Typen. ich muss auch wieder dran denken, wenn wir
über Lieblingsfans oder sowas reden. Ja. Der Nico, unser Kameramann, Ja. der ist ja auch relativ hinter Tom Joe. Ja, Ich finde das sehr sehr geil. Sehr geil. Jedes Mal, wenn er Tom Joe im Auto hört, kriege ich einen Snap von ihm, wie er Tom Joe im Auto hört und seine Lyrics so mitmacht und dann da hinten Geil. hockt und so, mach er gleich. Thomas betäbt deinen Arm nicht mehr. Hab Hast ich du Luft da? einen richtig dicken Schweißfleck. Oh, okay. Shit happens. Danke, jetzt ist mein Selbstbewusstsein komplett im Keller. Aber es ist ja warm, wir haben ja kein scheiß Fenster Ich hier weiß, drin. mir ist auch gerade scheiße warm, aber ich will meinen Pullover nicht ausziehen, weil das wollt ihr nicht sehen. Ja. Noch nicht. Rebuild kommt in einem halben Jahr. Wir haben übrigens auch Schüttel bestellt, ich weiß nicht, ob ich das schon erzählt habe. Na? Wir haben ein Schüttel, oder ich habe ein Ja, Schüttel doch, das bestellt. hast du erzählt, das Neonschilder. Ja, genau, Ja. wir haben ein Neon-LED-Schüttel bestellt, wo unser Name draufsteht. Und das kommt Geil. dann da hinten hin. Genau, oder Irgendwo. wo eigentlich das Licht gerade so ist. Mäßig. Nein, ich glaub neben die eher an Gitarre. die Wand hier. Die Wand? Ja. Glaubst du, das sieht man dann? Ja, easy. Ja, klar. Ja. Ja, also jetzt eher so neben die Gitarre irgendwie oder so Nein, ich direkt glaub- in die Ecke. Ich glaube, da passt schon gut hin, tatsächlich. Ja, schauen wir mal. Ich mein Arm schon wiederkommen. Ja. Ja, nein, da steht drauf. Da steht auf jeden Fall Tom Joe drauf und den Rest kennt ihr dann Ja. Das sehen, wenn wir es euch vorstellen. machen wir einen eigenen Vlog drüber. Wie wir es vom Paketboten abnehmen. Und dann ist der Vlog so aufpacken, 20 Minuten aufbauen. lang. Ja. Ja, in 19 Minuten sind wir auf jeden Fall ein Bier saufen. Die andere Minute hängen wir das Schild auf und packen es aus. Ich finde, das ist Ja. ein guter Vlog. Das nennt man Content. Content Creators. Ey. Wir verdienen zwar nicht viel damit, aber wir verdienen Geld. Stimmt, ja. Hey. Ich bin mit Tom Joe bloß 2000 Euro minus, was ist los? Ich will es gar nicht mitrechnen. Ja. Na, Man muss sowas weglachen können. ha. Oh, ist schon vorbei. Scheiße. Ha. Nein. Es tut auf jeden Fall richtig gut, mit einem halben Kater gefühlt nochmal ein Bier zu trinken. Ein bisschen zu kontern. Aber eigentlich, ich hab vorhin einen Alkoholtest gemacht bei mir zu Hause. Ich war nüchtern, ich darf fahren, durfte fahren, was auch immer. Ja. Und das ist ein guter Alkoholtest, also kein billig Scheißdreck da. Wie schaut es bei dir aus mit Echsen? Gib mir nur 2-3 Schlücke und dann. Ja, wir müssen einen Rekord brechen. Oh, es wird knapp. Das ist richtig knapp. Eckst du schon? Nein, okay. Ja, ich glaube, wir schaffen den Rekord halt nicht. Ja, dann machen wir Was war der Rekord? 29 Minuten. Na, das kriegt man nicht in 10 Sekunden. Na, wir müssen uns ja noch von euch verabschieden. Scheiß auf den Rekord. Auf jeden Fall sage ich jetzt einmal Danke fürs Zuhören. Auf jeden Fall. Warte. Kleines Heimatsfahrtsgeschenk. Sollen wir Gell? wieder so ein Bierding machen oder nicht? Echsen. Na, das irgendwie in die Kommentare schreibt, weil es ist am Ende, wenn sie bis dahin gehört haben, dann. Na, das ist jetzt spät. Ne, Tatsächlich. Ja, scheiße. Hätten wir da ein bisschen davor machen müssen. Ja. Nein, gibt Schlimmeres. Kommt's am 14.12. zu unserem Konzert. Kommt's am 14.12. zu unserem Konzert. Ja. In Bad Tölz, in der Bar. Das wird saugeil, das wird 60 Minuten Pudervergewaltigung für eure Ohren. Auf jeden Fall. Und es gibt Und- immer noch einen Trichterwettsaufen, die haben wir am Wochenende auch ausprobiert. Trichterwettsaufen Noch gibt's. sind sie undicht, aber wir werden das fixen. Ja, aber wir haben einen ungeschlagenen Champion. Ja, Tatsächlich. der ist sehr brutal. Und der ist sehr brutal. Das wird hier alles am 14.12. sein. Für alle Ja. Leute, die kommen, ja, mir Für gefällt Spaß es und wir euch. sind auf jeden Fall davor da zum Saufen. Und Wir danach sind, auch wir zum sind davor Saufen. und danach zum Saufen mit euch da. Wir können Fotos mit euch machen, Merch haben wir Korn, das wird ja niemals sehen von uns. Unterschreiben, nur wenn ihr es wollt. Ihr unterschreibt gerne auf Ersche. Egal welches Geschlecht. Das habe ich auch schon hinter mir, leider Gottes. Ja, mal passiert die Besten. Ja gut, und ja, nochmal vielen Mei. Dank fürs Zuhören und wir sehen uns beim nächsten Mal. Auf jeden Ihr Fall. und der Oder Kevin hören uns, Exen. gell, also es gibt Wir ja hören Leute, uns. die Ja, uns die auf hören. Spotify hören, mei. Wir hören uns und Kevin und singen Jürgen uns. jetzt unser Bier-Exen, gell? Jawohl. Wieder Aber alles Bier. Bier aus dem Meer hier. Prost. Geil. Passt? Das bei mir dauert es noch ein bisschen. Scheiß Bad. Sollen wir noch warten, Warum? dass du rülpsen kannst? Na, das dauert wirklich noch ein bisschen länger. Passt. Ist Gut, dann vielen Dank fürs Passt. Zuhören. Habe dir Servus. Servus.